Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dino und Stego. Wir sind wieder hier. Das mal wieder bei dir. Wieder hier? Also ja, wieder mal bei dir daheim. Ja. Und wir haben heute wieder eine Gästin bei uns. Wieder mal eine Gästin. Genau, und zwar die Evelyn Baumberger. Ja, Willkommen, danke Evelyn. Willkommen. Danke, dass ich da sein Es ist schon krass, ich habe dich auf Twitter gesehen, wie du aktiv bist, und dann habe ich gedacht, das ist eine Theologin, die recht Gas gibt, eben am Bloggen ist und so. Theologiestudentin. Aber das habe ich nachher später herausgefunden. Ich dachte, ja, die hat sicher schon studiert und so. Das kommt davon, dass du vom Journalistischen kommst. Mhm. Und du schon so gewöhnt bist zum Bloggen und deine Meinung sagen oder Gedanken teilen und so weiter. Ja, dann hast du uns mal ein E-Mail geschrieben, dass du unseren Podcast hörst. Mhm. Und Ziemlich am Anfang, gell? Ja, recht am Anfang. Ja. Dann habe ich auf deiner Webseite noch gesehen, du hast uns eingebettet in unseren Podcast. Ja, voll. Ja. Und uns empfohlen und so weiter. Und die Blog ist sehr interessant, oder? Heute gehen wir auf eines von diesen Themen ein, die auf diesem Blog behandelt wird. Auf das Thema von der, also ich sage vielleicht so ein bisschen autonomere Christen, aber wir nennen es jetzt hier Indie-Christen. Mhm. Was ist das? Zufälligerweise sind wir das auch. Ja, das haben wir dann irgendwie auch gemerkt. Das haben wir dann auch gemerkt, passt, oder? Das sind wir. Mhm. Und vielleicht seid es ja auch ihr. Und wir wollen euch mit dieser Podcast-Folge sagen, ihr seid nicht allein. Und Evelyn, ich glaube, du bist schon ziemlich erfahren in diesem Bereich. Aber jetzt zuerst möchte ich gleich mal noch fragen, also zuerst mal sagen willkommen und zweitens, was bezeichnest du dich im Moment hauptsächlich als Theologiestudentin? Ja, schon, das ist wie mein Beruf im Moment. Mhm. Seit 3 Jahren und wahrscheinlich noch die nächsten 3-4 Jahre. Wo studierst du? An der Uni in Zürich. Ja, machst du das Vollzeit in dem Fall? Also ja, plus minus Vollzeit. Ich arbeite noch ein bisschen nebenzu. Aber ja, ist meine Hauptbeschäftigung im Moment. Und du hast einen spannenden Werdegang, hast du uns vorher erzählt. Also erzähl doch ein bisschen, was du alles gemacht hast schon bis jetzt. Ja, ich habe immer gerne gezeichnet und gestaltet und habe die Matura auch auf Kunst gemacht und habe nachher Kunst, zuerst den gestalterischen Vorkurs gemacht in Zürich und nachher Kunsttheorie studiert an der HGKZ, jetzt tut es mal noch geheißen. HGKZ? Genau, Hochschule für Gestaltung und Kunst. Und während dem Studium haben wir ein Praktikum machen und das Praktikum habe ich dann bei der Aargauer Zeitung gemacht, auf der Kulturredaktion. Habe so auch gelernt, journalistisch arbeiten und schreiben. Bin dann nach dem Studium auch noch etwa 5 Jahre dort hängen geblieben, dann bin ich mal ins Ausland und nachher bin ich zurückgekommen und habe bei einem christlichen Radiosender gearbeitet, Radio Live Channel. 3 Jahre. Und dort hat es mir einfach dann immer mehr die Ärmel genommen mit der Theologie, dass ich dachte, ich wollte den Theologinnen und Pfarrer nicht nur Fragen stellen, sondern ich wollte auch mitdiskutieren und da fehlt mir wie das Wissen dazu und darum studiere ich jetzt Theologie. Okay. Also du bist eigentlich 10 Jahre im Journalismus? Ja, könnte man wahrscheinlich zusammengerechnet schon, ja. Wow. Ja, Dino, da ist noch etwas vor dir. Ja, ich bin noch keine 10 Jahre. Jetzt fangen ein Jahr. Ja, krass. Und wo es Zürich ist, kann man ja wieder davon ausgehen, es ist reformiert. Ja, genau. Ein reformierter Kanton. Reformierte Fakultät auch. Ja, okay. Ich habe eben nachher gesehen, du bist in einer Freikirche aufgewachsen. Ja, genau. Der Krishona. Genau, du bist schon ein Pastorenkind. Genau, sogar. Ja. Das sind ganz spezielle, die Pastorenkinder. Ja. Ja, genau. Und du bist nachher mit 20 dort austreten. Ich bin auch schon ein Pfarrerkind. Ah, echt? Ah, ja. Die ersten 5 Jahre. Ah. Die ersten 5 Jahre. Und nachher? Ja, nachher hat sich das ein bisschen geteilt. Ja, das wäre jetzt eine eigene Podcast-Folge. Okay. Aber, ja, voll, das sind ja recht ähnlich. Krishona-Kinder. Krishona-Kinder, ja. Von diesem Hintergrund. Was war deine Frage? Sorry, ich habe unterbrochen. Ja, aber du hast dann, mit 20 bist du dann dort raus. Ja, plus minus, ja genau. Mhm. Ja, ich war Pfarrerskind und ich habe das eigentlich genossen, so aufzuwachsen, so mit Sonntagsschule und Jungski und Jugendgruppe, das volle Programm, alles.
Und in der Kanti-Zeit war es nachher so, dass wir sehr viel diskutiert haben in meiner Kanti-Klasse. Und ich war die einzige Christin gewesen, und ich hatte immer das Gefühl, ich muss den Glauben vertreten und ich muss Gott verteidigen. Hast du es dir auch gerne gemacht in dieser Zeit? Nein, ich war mega schüch und so ein richtiges Mauerblümchen, und dann musst du von der ganzen Klasse irgendwie Positionen ergreifen für etwas. Das ist Horror, aber das war wie so der Druck, den ich empfunden habe. Man muss jetzt herstehen und sagen, was man glaubt, und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, ja, ich glaube das selber vielleicht gar nicht unbedingt. Oder ich habe genau die gleichen Fragen, wie die Leute haben. Also auch nicht, wenn es zum Beispiel so ein typisches Thema Schöpfung, oder? Schöpfung versus Evolution. Ich kann das genauso wenig erklären, rational, wie meine Kolleginnen und Kollegen, und muss das trotzdem so vertreten. Und das hat mich völlig verrissen. Ja. Auch vor allem, weil ich nicht in der Kirche oder im Glauben das erlebt habe, was ich mir erhofft hätte oder das wie gefühlt habe. Und dann gleich halt gegen aussen das haben müssen vertreten. Das ist nicht gut gewesen, die Zeit. Bist du aber in einer Bibelgruppe gehabt? Ja, natürlich. Und dann heisst es noch Bibelgruppe. Die ist immer voll, die haben alle immer mega cool gefunden. Ja, vor allem hoffst du immer, dass niemand fragt, wo dass du jetzt über den Mittag hergehst. Sonst musst du sagen, oh nein, okay. Das ist crazy, genau. Ich habe mich einmal in die Bibelgruppe reingeschlichen mit Gini, aber das ist das einzige und letzte Mal. Ja, ich bin vielleicht ein halbes Jahr regelmäßig gegangen und manchmal in die Camps, die es gegeben hat. Haben wir Camps gehabt? Homecamps. Von der Bibelgruppe? Immer die letzte Woche im Semester haben wir noch immer so zusammen gewohnt. Ja, die waren noch cool. Krass. Ja. Aber in dem Fall, du bist so, hast dich noch ein bisschen davon gelöst. Der Grund ist, entweder wenn ich es so ein bisschen jetzt gehört und gelesen habe, dass du wie auch ein Erlebnis mit Gott hast gesucht oder irgendwie das nicht gefunden hast, oder wie du dir das vorgestellt hast. Oder? Ja, also ich bin auch sehr also ich habe dem Bild von einem Pfarrerskind sehr entsprochen. Ich war sehr brav und so. Und habe das immer auch gerne mitgemacht, oder eben Jungs eingehen und so weiter. Bibel gelesen jeden Tag und so weiter. Und irgendwie hörst du dann so die Geschichten, wo sich Leute irgendwie, also die typischen Geschichten, Leute haben Drogen, haben ein wildes Sexleben und dann bekehren sie sich und dann passiert etwas mit ihnen und sie spüren mega etwas, und jemand hat mal erklärt, es ist wie wenn du in eine Waschmaschine reinkommst und nachher hast du einfach so eine tiefe Beziehung mit Gott, und das habe ich nie gespürt. So. Und dann hast du ja auch immer die... Aber hast du das gesucht? Du hast ja, gedacht, mega. Es funktioniert nicht? Oder Nein, so? ich habe gedacht, die erzählen das alle, ich bin der einzige Mensch, der das nicht funktioniert. Und ich mache ja alles. Ich tue ja die Bibel lesen, ich tue beten, ich tue Jungs leiten. Und du stehst von deiner Klasse her. Ich stehe sogar von meiner Klasse her. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich habe beim Bett das Gefühl, ich rede einfach an meine Wand auf und es kommt nichts zurück. Und ich habe lange gedacht, also wie so in dieser Geschichte im Alten Testament, wo Jakob gegen Gott kämpft oder gegen die himmlische Person, man weiß ja nicht, wer das ist, und er sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnen. Und ich habe immer gedacht, ich mache das jetzt auch, ich lasse Gott nicht los. Und irgendwann habe ich einfach, also ich war so an einem dunklen Ort und habe gemerkt, es geht einfach nicht, Entschuldigung, ich muss jetzt loslassen. Du hast dich wirklich auch emotional, also es ist für dich wirklich eine ganz schwierige Phase und Zeit gewesen. Ja, ich habe letztes Jahr meine Tagebücher alle nochmal gelesen, die ich so in einer Kiste habe und so ein bisschen durchgeschaut und habe gedacht, ui, leck du mir, da bin ich wirklich, wirklich an einem schlimmen Ort gewesen. Einfach so traurig und aggressiv, und ich hatte mega Mühe mit mir selber auch, und ja. Und du hast wirklich... Das ist nicht alles nur von dem hergekommen, oder? Ja. Da bist auch, also vielleicht haben das noch viele Teenies, kann ich mir vorstellen. Das ist vielleicht ein Stück weit normal, das ist nicht immer von dort ausgekommen, aber einfach der Teil, wo ich eigentlich gedacht hätte, dort komme ich halt über, und Liebe vielleicht auch, hat nicht verhebt. Krass. Aber das ist auch nicht, so wie ich jetzt das wahrnehme, das war nicht so oberflächlich gewesen, sondern du hast das wirklich extrem intensiv durchlebt. Also es ist nicht einfach so, ja, es gibt ja manchmal so, ja, ich habe nicht gespürt, also komm, ich lasse liegen. Aber du hast wirklich auch ein langes Ringen hinter dir gehabt, wo du irgendwann gesagt hast, Gott, ich glaube, wir müssen das beenden. Ja. Das macht für mich keinen Sinn mehr, das macht mich fertig. Ja. Ich lasse das gescheiter liegen. Ja, ich habe einfach nicht mehr können, ja.
Wie ist es dann weitergegangen? Ja, dann habe ich gedacht, ja, jetzt nimmt wahrscheinlich mein Leben ganz einen schlimmen Lauf und ich lande irgendwo an einem ganz, also ja, jetzt hast du dich von Gott los und so verloren sohnmässig, oder? Gehst am Bahnhof, kaufst du Drogen. Genau so. Und dann habe ich gemerkt, ja, nein, es ist irgendwie gar nicht so schlimm. Also es ist jetzt nicht besser geworden in dem Sinn. Es ist einfach der stressige Teil ist einfach weggefallen, oder? Den hatte ich dann nicht mehr gehabt. Und, dann, also einen gewissen Druck hast du nicht mehr gehabt? Ja, voll. Ja. Also es ist einfach, ich habe mit dem abgeschlossen. Ich habe auch meinen Eltern dann gesagt, ich habe noch in einer Band gesungen dort in der Kirche und ich habe ihnen gesagt, ich kann die Texte nicht mehr singen, ich kann das nicht mehr glauben. Ich komme jetzt nicht mehr in die Kirche. Ich glaube jetzt nicht mehr an Gott. Krass. Also hast du dich dann auch so gesagt, hey, ich bin jetzt nicht mehr Christ? Ich hätte das glaube schon so gesagt, ja. Aber ich glaube, es ist dann nicht... Ich habe mich dort auch sehr allein gefühlt. Ich konnte das nicht mit Leuten besprechen. Von dem her war das vielleicht auch gar nicht thematisiert gewesen. Also ich hatte eine Kleingruppe gehabt zu dieser Zeit. Und ich meine, ich hätte vielleicht auch mit meinen Eltern schwätzen können. Aber wenn du immer mitbekommst, alles ist eigentlich klar. Und es ist eigentlich klar, wie man glaubt und was man glaubt. Und dann merkst du, irgendwie, es funktioniert nicht für mich. Dann gehst du vielleicht nicht sagen, hey, stimmt das wirklich? Also ich konnte das nicht machen. Ich hatte vielleicht zu wenig Mut gehabt. Und in meiner Kleingruppe hatte ich das Gefühl, sie können es wie nicht nachvollziehen, was ich jetzt da so... Du machst. Ja, also ich mache nicht keine Vorwürfe. Ich bin mit der einen bin ich heute sehr gut befreundet. Ja, sie haben das aber nicht so nachvollziehen. Und ich habe einmal einer Frau von unserer Gemeinde angerufen, als ich einen Abend alleine daheim war und völlig in einem Loch war mit dieser Auseinandersetzung. Und sie ist nachher vorbeigekommen und wir haben zusammen geschwätzt und ich habe dann ihr mal mein Herz ausgeschüttet, aber sie hätte das Problem auch nicht lösen. Ich kann mich sehr identifizieren mit dem, was du erzählst. Ich würde sagen, ich habe das nicht so intensiv erlebt, aber ich habe das sehr schleichend über längere Zeit, vielleicht ähnliche Fragen oder ähnliche Prozesse. Ich habe das Gefühl, wenn Leute das selber nicht erlebt haben, sie können ja nicht das Verständnis entgegenbringen, das man in dem Moment wirklich bräuchte. Also ich habe jetzt gefunden, das hat recht mutig getan. Du hast gesagt, nicht so den Mut gehabt, aber dass du das so wie, bist für dich zu dieser Feststellung gekommen, du hast daraus Konsequenzen gezogen, du hast es kommuniziert. Ziemlich klar, du bist auf deine Eltern zugegangen. Ich habe, glaube einen Brief geschrieben oder so. Okay, einen Brief geschrieben. Aber ich glaube ich habe ja dort auch noch daheim gewohnt. Also es war das Thema. Sie haben ja gemerkt, ich komme nicht mehr killen und so. Ja, aber du bist recht offen darüber eigentlich. Von dem her Respekt, dass du das so gemacht hast. Proaktiv auch. Also eben, immer mit dem Gedanken, Scheiße, hey, das zerrisst mich recht, das ist sehr intensiv. Ich weiss nicht, wie das Gegenüber reagiert, aber ich muss jetzt diesen Gefühlen treu sein, die in mir abgehen. Aber vor allem mir selber gegenüber. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich nur meine Familie und meine Band, wo ich das so aktiv kommuniziert habe. Und, also sonst hätte das auch niemand interessiert in dem Sinn. Und nachher bist du draussen, mal lang Kirche fertig, lang Glauben fertig. Und es war nicht so lang. Es sind dann vielleicht so 2-3 Jahre gewesen. Und ich hatte einen Freund zu dieser Zeit, der in eine Kirche gegangen ist. Manchmal, auch nicht, er war auch nicht der super Kirchengänger und ich bin dann manchmal mitgegangen. Und dann, es war mega krass, wenn Worship war, dann musste ich immer anfangen zu brüllen. Und, also ich brülle noch schnell, sagen. Aber es hat mich dann, ich habe gedacht, ich habe ja mit dem abgeschlossen und dann kommst du dort her und es hat mich so bewegt irgendwie aber weißt, mega aus einer Trauer raus, nicht irgendwie so Gottesbegegnung brüllen, sondern einfach, die singen jetzt das und ich will es eigentlich auch fühlen, aber ich kann es nicht. Das macht mich fertig. Ja. Und zuerst, ich hatte dann einfach irgendwann mal das Gefühl gehabt, der einzige Effekt, den ich so gemerkt habe von Leben ohne Gott, war, dass ich das Gefühl hatte, ich werde recht oberflächlich, weil du hast halt einfach nicht mehr tust nicht mehr die ganze Zeit dich selber und die Welt reflektieren. Also wenn du das nicht irgendwie sonst machst mit Kollegen oder so, du hast halt nicht mehr so die Fixpunkte, auch im Wochenrhythmus, wo du über das Leben an sich nachdenkst. Und das habe ich gemerkt und das hat mir schon ein bisschen gefehlt, aber das ist auch nicht so tragisch. Und ich hatte dann aber das Gefühl gehabt, nach ein paar Jahren, ich glaube ja, das tiefste Inner glaube ich ja immer noch an Gott. Oder will eigentlich. Und habe aber gewusst, das hat nicht funktioniert, so wie es war.
Ja, und hat dann zu Gott gesagt, ja, wenn es dich gibt und wenn du Interesse hast an mir, dann will ich wieder an dich glauben. Aber ich lese kein christliches Selbsthilfebuch und ich engagiere mich nicht in irgendeiner Kirchengemeinde. Ich gehe auch nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst. Du musst mich jetzt einfach wie ein kleines Kind, das man muss füttern und an der Hand nehmen und aufpäppeln, musst das machen. Und irgendwie hat er das gemacht. Ich kann es nicht beschreiben. Okay, also du hast vorhin gesagt, entweder oder quasi, entweder wie. Ja. Du hast gemerkt, du glaubst irgendwie noch an einen Gott oder du willst an einen Gott glauben. Das ist noch interessant. Ja, und was aber halt der Punkt ist... Was hast du gemerkt? Also, ja... Hast du es einfach ein Gefühl sagen? Einfach irgendwie so... Ich hatte das Gefühl, ich habe zwar Gott Tschüss gesagt, aber wenn man Gott Tschüss sagt, dann redet man ja gleich mit ihm. Also weißt, er ist ja... Ich habe nicht geglaubt, dass es Gott nicht gibt. Es gibt ihn einfach nicht so, wie ich ihn vermittelt bekommen habe. Und das ist jetzt nicht nur, das ist mir wichtig zu sagen, das war nicht nur in meiner Familie oder so. Das ist das Ganze, einfach die ganze Kultur, oder? Wo einem dann, ich kann heute nicht mehr sagen, wer hat mir genau was mitgegeben. Und ich habe auch viel Gutes mitgenommen aus dieser Zeit. Ich habe eine mega gute Kindheit gehabt, ich habe gute Freundschaften gehabt, ich war dort mega aufgehoben gewesen. Ich nehme Wert mit bis heute aus dieser Zeit. Aber einfach diese Art und Weise von Glauben hat nicht verhebt für mich. Und mein Dilemma dort war, ich habe nicht gewusst, geht es anderen Leuten auch so, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich bin die einzige Person, die das so geht. Und entweder man glaubt so oder man glaubt gar nicht. Und ich habe nicht gewusst, dass es auch anders geht. Vielleicht. Also es war gar nicht auf dem Schirm. Also entweder mit diesem Programm und mit der christlichen Gemeinde und einer Verbindlichkeit oder gar nicht. Ja, genau. Und einfach auch so, halt, dass viel ist so schwarz-weiß und viel ist einfach klar. Ich habe das Gefühl, beim Aufwachsen, es ist klar, dass Gott die Welt in 6 Tagen gemacht hat. Es ist klar, dass wir jeden Tag die Bibel lesen sollen. Ja, von der ganzen so. Es ist klar, dass wir nicht rauchen sollten. Und einfach so, alles ist klar. Und es ist klar, dass die Bibel das Wort von Gott ist 1:1, das er so inspiriert hat und die Leute haben es aufgeschrieben. Und es ist klar, dass das, was dort drin ist, wahr ist. Und vielleicht ist das gar nicht so klar. Das ist mir gar nicht, also, es hat auch nicht funktioniert, aber ich habe wie nicht Leute gehabt, oder was es heute gibt es mega viele Podcasts, so vor allem im englischsprachigen Raum, wo ich vielleicht hätte sehen können, dass man auch anders glauben kann und dass es Leute gibt, die ernsthaft mit Gott unterwegs sind, aber nicht die Bibel wortwörtlich nennen, zum Beispiel. Das habe ich nicht gewusst, weil das sind dann in meinem Weltbild, das sind einfach, die heissen zwar Christen, aber sind ungläubig. Oder? So die Landeskirchenchristen, die Liberalen, ja, genau. Wo hast du denn den Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, ja genau, das sind Christen, die reden so, wie es mich wieder anspricht, oder die machen Sachen, die mich wieder berühren, oder da kann ich irgendwie wieder mehr mitmachen. Wo hast du das wie erlebt, wo du gemerkt hast, Glaube ist nicht nur so, wie ich ihn kennengelernt habe, bis jetzt, sondern jetzt fängt vielleicht wirklich ein neues Kapitel an. Ich glaube, ich habe mir recht viel selber zusammengesucht in dieser Zeit. Und ich habe probiert, das mitzunehmen, was ich bei Leuten sehe, was mich überzeugt, wo ich auch sehe, es ist echt. Sie sagen das nicht nur, ohne jetzt ihren ganzen Lebensstil oder ihren ganzen Glauben zu kopieren. Ich kann es wie nicht im Nachhinein mega beschreiben, was dort gegangen ist in dieser Zeit, aber ich habe einfach in meinem Herz ist der Glaube wieder gewachsen und ich habe das, was ich vorher mega gesucht habe, dass Gott mir nahe ist, habe ich dann viel mehr empfunden. Aber völlig ohne Druck und völlig unabhängig von wie fest ich mir Mühe gebe. Ich habe früher immer das Gefühl, ich gebe mir mega Mühe und es funktioniert nicht. Und das so die theologisch heisst ja das Rechtfertigungslehre oder vom Luther und so, die herausgefunden haben, ja, du musst nicht leisten, um eine Beziehung haben mit Gott. Das ist ein Geschenk. Glaube ist ein Geschenk. Du musst dir das nicht verdienen. Ich finde, in Kreisen, wo ich aufgewachsen bin, auch stark freikirchlichen Kreisen, wird das ja sehr stark betont, die Gnade. Eigentlich schon. Und gleich glaube ich, eben, wie du es vorhin gesagt hast, die Klarheit, dass ein gewisser Weg, man hat einfach ein gewisses Bild von, wie das halt ein Christ muss sein und wie das auch ein Werdegang muss sein und wie das der Werdegang nicht abweichen darf von dem Bild, das man hat. Und Gnade muss man dann halt auch irgendwann mal verstehen und halt auch auf die reagieren.
mit einem angepassten Lebensstil, mit viel Glauben, mit Gehorsam. Und ja, das finde ich so schwierig, weißt, dass man einerseits so stark sagt, hey, ja, es ist aus Gnade, aber irgendwo durch hat man dann das Gefühl, es hat eben gleich wieder sehr, sehr viele Bedingungen. Oder Gnade führt wieder zu sehr vielen Bedingungen. Weil du ja die Gnade kennst und erlebt hast, gibt es jetzt wieder einen Katalog von Bedingungen, die du als Mensch erfüllen musst? Ich glaube mehr, das sind Bedingungen von der Institution oder von dem System, Freikirche oder Kirche, wo zwar schon sagt, du kannst kommen, wie du bist, und sich freut, wenn Leute kommen, wie sie sind und zu Gott finden und das anfangen. Aber dann gibt es halt eine Jugendarbeit, die muss laufen, und es gibt einen Kirchenkaffee, den irgendjemand machen muss. Und man hat wie so eine Kultur. Genau, es ist eine sehr klare, auch ich finde sehr eine homogene Kultur, also mit Leuten, die eben, sage jetzt mal, irgendwo sich auch mal bei vielen Sachen geeinigt haben und auch, ich sage jetzt mal, einen Konsens sich erkämpft haben. Das respektiere ich auch, Leute, die... Und eine gewachsene Kultur und Tradition genau. haben. Und jetzt merkst du, kommen auch Menschen, die in dem aufgewachsen sind, die irgendwie nicht mehr können, mit dem kooperieren, ihr Leben reden eine andere Sprache wie die Kultur. Das ist aber nur die eine Seite, und die finde ich eben gar nicht, also das Ganze mit dieser Kultur, ich finde, das ist ein bisschen eine Typsache, ob einem das entspricht oder nicht. Das finde ich nicht so schlimm. Ich finde, ich will auch nicht Freikirchen-Bashing machen und ich will niemandem sagen, du musst aus dieser Freikirche raus. Mache ich voll nicht. Aber einfach, wenn es für mich viel schlimmer ist, wenn dein eigener Glaube mit diesen theologischen Werten, die du vermittelt bekommst, steht, wenn du merkst, du kannst das nicht, du musst dein Hirn abschalten, um das zu glauben. Oder es geht nicht auf, das, was dir gesagt wird, geht in deinem eigenen Leben nicht auf. Und das hat für mich nicht so viel mit der Kultur zu tun. In dieser Kultur habe ich mich eigentlich ja nicht unwohl gefühlt. Okay. Und was ich viel schlimmer finde, oder was ich auch höre von anderen Leuten, die sich jetzt in diesem Punkt befinden, ich meine, du hast dein Netzwerk dort und du hast deine Familie dort und dein Tagesablauf oder dein Wochenprogramm spielt sich dort ab. Aber der Kern, wo es eigentlich darum geht, verhebt nicht mehr für dich. Und dann musst du setzt dich mit dem auseinander und du fühlst dich vielleicht in dieser ganzen Kultur einfach allein und hast das Gefühl, du bist die einzige Person, die diese Fragen hat. Und mein Anliegen wäre eigentlich, dass man so Fragen thematisieren kann und dass man nicht das Gefühl hat, man ist allein mit dem. Dass man, auch wenn man sich in dieser Kirche wohlfühlt, auch dort kann bleiben und aber die Fragen diskutieren. Und zum Beispiel, mir hat das sehr geholfen, wenn in einer Predigt aufgezeigt worden wäre, dass es zu einem Thema, zu vielleicht einem Knackpunkt auch noch andere Ansichten gibt. Genau, verschiedene Ansichten mal zu hören und zu sagen, hey, jetzt bildet euch selber eine Meinung. Genau, und zwar nicht einfach sagen, es ist klar, dass das die richtige Meinung ist, sondern ich glaube an die Schöpfungsgeschichte, so wie sie in der Bibel steht, aus dem und dem Grund. Aber es gibt im Fall auch Leute und es gibt auch Christen, und zwar ernsthafte Christen, die ihnen das glauben oder ihnen dieses, dass man wie einfach nicht nur richtig und falsch vorgibt, sondern Raum lässt für zum Fragen stellen und sich Gedanken machen. Das ist halt aber eben, jetzt sind wir schon bei den Herausforderungen von Gemeinden. Wie soll sie mit Leuten umgehen, die eben irgendwelche Fragen haben. Aber nur schnell für deine Geschichte kurz abzurunden. Im Moment ist es für dich so, du bist eben Theologie studieren und du bezeichnest du dich eben als Christin. Ja, absolut. Ja, voll. Glaubst du jetzt zum Beispiel an einen personellen Gott? Ja. Okay. Ich glaube an Gott, ich rede mit ihm, ich glaube, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Ja. Okay, und eben das ganze Thema, wo wir jetzt schon voll drauf eingegangen mit den Gemeinden, und ich finde es so spannend zu schauen, in der heutigen Zeit, eben, wo entwickelt sich das her, was können Gemeinden überhaupt bewältigen und wo werden sie für immer scheitern, so quasi. Man hat ja in einer Gemeinde ein gewisses Programm, man hat etwas, das am Sonntag besprochen wird und nachher am Dienstag in der kleinen Gruppe wiederholt oder so, je nachdem, was man für eine Tradition hat. Aber wenn es irgendwie darüber ausgeht, und ich habe das Gefühl gehabt, dass jeder Sonntag das Evangelium, ich höre nochmal das Evangelium einfach neu verpackt, auf irgendeine wunderschöne, neue, kreative Art. Aber ich habe das Gefühl gehabt, für mich persönlich jetzt, es geht nicht weiter.
manchmal hat man schon noch etwas Geschichtliches gelernt oder so. Aber es sind so generelle Aussagen, die am Schluss immer waren. So wie, und darum haben wir ja Grund, Gott zu vertrauen. Ja, und eben vielleicht auch darum können wir die Frage einfach ablegen und müssen uns über das gar nicht Gedanken machen. Und das ist nachher häufig auch die Antwort, die kommt. Ja, eben, es ist interessant, dass du dir die Gedanken machst, aber eigentlich ist es eben nicht wichtig. Wir müssen uns jetzt auf das fokussieren, weiss ich nicht, Seelen, Menschen zu gewinnen für genau, Gott. Oder so. Aber schau, das wollte ich jetzt gerade sagen. So habe ich es am stärksten erlebt. Weißt, dass du das Gefühl hast, alles, was uns aufhält, sag jetzt mal, Führung und Vollgas für Gott zu geben, sich Christentum bekannt zu machen, alles, was uns bremst, ist Zeitverschwendung. Weil es eben genau auch die Sicht hat von, hey, da hat es eine verlorene Welt mit ganz vielen verlorenen Seelen. Wir haben doch keine Zeit, um jetzt uns noch Gedanken zu machen über das und selber und jenes. Und ich habe das Gefühl, da hat es viel auch eben so die Bemühungen, eben so ein so mega attraktives, cooles, lässiges Christentum zu leben, wo ich wie gemerkt habe, ich kann das einfach auch nicht. Es geht wie nicht. Ich muss mich jetzt mit diesen Fragen beschäftigen, sonst kann ich niemandem von dem Gott erzählen, weil ich gar nicht weiss, was ich will erzählen, oder? Weil es passt für mich nicht. Und das hat so einen Druck auch ausgeübt. Die Leute, die vorne gesagt haben, so, jetzt gehen wir und jetzt sind wir Führung und es ist so lässig, an Gott zu glauben. Und ich denke so, an welchen Gott glauben wir schon wieder und was hat jetzt das für Konsequenzen? Und ja, weißt du, ich war wirklich an dem Punkt gewesen. Und das ist für mich, ich glaube, aber vielleicht noch ein anderer Gedanke. Lustig finde ich, die Kirchen aus meiner Sicht haben immer wieder die neuen Aufbrüche gehabt, wenn du jetzt zurückschaust. Freikirchen, auch andere Kirchen. Da gibt es ja immer wieder Revolutionen und Aufbrüche aufgrund von der Gesellschaftsveränderungen und Wandel. Also, ich kenne jetzt keine Kirche, die ist immer gleich geblieben, so, wie sie aussieht und was sie macht. Natürlich ist Kirche mit einer stärkeren Tradition, aber es gab bei Freikirchen, die sind ja auch sehr, sage jetzt mal, eben das ICF war ja vor 20 Jahren eine riesige Revolution, dass man jetzt endlich Kirche wieder mal knackig machen kann. Aber ich habe das Gefühl, die 20 Jahre, das ist jetzt vorbei. Und jetzt kommen wir und jetzt kommt der Dave Jack und der will eine Kerze anzünden und ruhig sein. Weißt du, ich habe das Gefühl, es passiert immer etwas nach 20 Jahren. Aber du hast immer Leute in der Leitung der Kirche, die eben vor 20 Jahren das schon erkämpft haben und die mögen jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Aber wir Jungen, wir brauchen jetzt unsere eigene Form wieder und unsere eigene erkämpfte Glauben. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Kirche dann schon an einem Punkt ist, der sagt, bitte jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Wir haben doch jetzt uns so lange das schon erkämpft. Und jetzt kommen wir und hinterfragen wieder alles. Aber ich habe das Gefühl, es ist Firma so. Ja. Du kannst nicht eine Firma gründen und den gleichen Businessplan 20 Jahre durchziehen. Und das ist spannend, ich habe das mal gehört, dass ein CEO hat mir mal gesagt, du musst immer, wenn du ein CEO-Komitee hast, musst du immer einen zwischen 30 und 35 drin haben. Immer. Weil das sind die jungen Wilden, die Revolutionären und die neuen, frischen Gedanken. Wenn wir nur ein Komitee von CEOs und von Aktionären sind, alle über 50 oder 60, die Firma hat die Gefahr, dass sie halt verrostet. Und wenn du Junge drin hast, die bringen halt mühsame Fragen, die bringen halt mühsame Punkte. Aber bei den Kirchen habe ich dann manchmal das Gefühl, du hast die Heroes, die 50-, 60-jährigen Heroes, weißt, das sind ja auch dann Pfarrer und Leiter und Vorbildspunkte, dich gegen die aufzulehnen und zu sagen, du, ich habe einfach ein bisschen andere Ansichten. Das braucht Ureier. Also, ja, die Frage ist, um was geht es bei dieser Veränderung? Wenn du sagst, die Kirche muss sich immer verändern. Ich meine, die Botschaft ist immer die gleiche. Und die Frage ist, sind es Formen, die sich ändern müssen? Oder sind es Gedanken, die sich ändern? Viel, habe ich das Gefühl, diskutiert man ja eigentlich über Randthemen. Wenn die Hauptsache, die Botschaft der Kirche, und das seit 2000 Jahren, nicht erst seit 150 oder so, ist, Gott hat uns gemacht und Gott liebt uns, und zwar jeder von uns. Und das ändert sich ja nicht, das wird ja nicht diskutiert. Auch wenn Gottesdienst moderner wird und so weiter. Und die Fragen, wo man muss, die Erlaubnis haben zum Stellen, wo man dürfen, seine Zweifel äußern, das tut ja die Botschaft an sich nicht kompromittieren. Also, du hast vorher gesagt, man muss Gott vertrauen und Fragen vielleicht ein bisschen auf die Seite stellen, weil Gott weiss es schon, Gott weiss besser, Gott hat den Überblick und so weiter. Also ich habe es nicht gesagt, aber ja. Ich habe das bei dir ein bisschen rausgehört. Also ja, nein, dass dir das so gesagt genau, wurde. Ja. Genau, sorry.
ich finde jetzt eben, oder was mir Freiheit gegeben hat in dem ganzen Prozess, ist das Vertrauen, dass Gott ja gross ist und grösser ist als das. Und dass Gott mit mir in dem Ganzen innen ist. Also ein Freund von mir hat mal gesagt, als ich ganz am Anfang da war und gesagt habe, ich kann da nicht mehr glauben, ich höre jetzt auf, aber ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich nachher irgendwie in die Hölle komme oder so. Und er hat gesagt, nein, Gott ist mit dir, Gott ist viel grösser. Das Vertrauen muss eigentlich dahin gehen, dass man die Fragen stellen darf und die Zweifel haben und Gott sich dann immer noch beweist und bei einem ist. Ja, ich glaube, genau das ist möglich. Ja. Und vor dem haben aber auch so viele Angst. Die denken, das ist dir schon möglich. Wenn du zu lange über etwas nachdenkst und vielleicht sogar Zweifel hast und so und die nicht gerade sofort auf die Seite schiebst, sondern irgendwie noch immer nachbohrst und wo kommen wir denn her? Ja, ich meine, wenn nachher deine Ältesten oder was auch immer nicht gerade Experten sind in diesem Gebiet, dann bekommen die doch irgendwann kalte Füße, weiss auch nicht. Das ist etwas, wo nachher so Strukturen eben überfordert können sein, oder? Ja. Wenn man so Fragen stellt, die Strukturen. Und was ich fast noch mehr das Gefühl habe, ist, dass man dann so Beispiele hat von Leuten, die dann halt eben dann völlig schräg und abgefallen sind. Weißt du, da kommen dann auf die Beispiele und dann sagt man so, ja, aber gell, die hat es dann auch verhäschert. So der Slippery Slope, wenn du mal die Frage stellst, dann... Dich wird es dann auch verhäschert, früher oder später. Und aber genau da sagen wir doch mal, schau mal uns jetzt an, weißt? Ja. Schau, wir drei, wir reden jetzt über das Thema und wir machen uns so viele Gedanken und wir sind irgendwo unterwegs auf unsere Art. Ja, das hat mir ja auch eine Tiefe gegeben in meinem Leben, wo ich denke, also ich habe so viel können auch lernen durch die ganzen Erschütterungsphasen. Ich habe Gott auch ganz anders kennenlernen und ich so denke, wieso sträuben wir uns von dem? Es ist doch schön, es ist doch spannend, es ist doch interessant. Es ist was ich wichtig finde, ist, ich spreche ja niemandem, ich sage niemandem, der so glaubt, wie ich aufgewachsen bin, du glaubst falsch. Ich kann einfach, das ist vielleicht auch ein eine Typsache, ich kann einfach nicht so glauben. Und umgekehrt würde ich mir eben auch wünschen, dass Leute dann umgekehrt auch mir nicht den Glauben absprechen. Und das begegnet mir aber schon immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt sich sehr in diesen evangelikalen Kreisen bewegen. Und dann frage ich sie, was machst du, studierst Theologie? Ja, wo denn? An der Uni? Okay, und dann kommen so Fragen und dann diskutiert man so und dann merken sie, okay, ich glaube vielleicht nicht ganz genau gleich wie sie. Und dann passiert es manchmal im Gespräch, dass so der Punkt kommt, wo ich merke, mein Gegenüber hat gemeint, ich sei eine von ihnen und ich bin aber nicht eine von ihnen. Und sie zieht sich dann zurück. Irgendwie, also ich merke ihr das an und das trifft mich immer. Das ist mega. Weil die Person spricht mir den Glauben ab. Oh, wow. Ich spreche ihr den Glauben nicht ab. Aber das ist wirklich etwas, wo wir auch Angst haben. Den wahren Glauben ab, der eigentlich richtig wäre, oder? Ja, und das denke ich, das ist ein mega schwieriger Weg. Man verliert unter Umständen sehr viel. Man ist unter Umständen sehr auf sich selber gestellt. Ausser man findet, und das würde ich eben den Leuten, die in diesem Prozess sind, empfehlen, sucht ihr Leute, die auch in dem Innen sind, die auch offen sind, die auch Fragen stellen und bist mit denen unterwegs. Weil dann bist du nicht allein. Dann hast du nicht das Gefühl, ich bin die Einzige, die es so geht. Ich finde, jetzt sind wir eben voll schon im Thema drin. Es geht eigentlich darum, man kann autonom oder eben als Indie-Christ, jetzt, wie du den Begriff ja brauchst, leben und tatsächlich noch an Gott glauben. Und was ich sehr interessant finde, ist eben die Post, also die Beiträge, die du auf deinem Blog hast gemacht, wo du eben auch den Begriff Indie-Christ hast gebraucht. Er kommt übrigens nicht von mir. Ja. Ist auch ausgelehnt. Wo kommt er? Von meinem Mitbewohner. Okay. Jetzt haben sie gedacht, irgendwie von Amerika, ja, genau. Eine riesen Bewegung. Ja. Also, von deinem Mitbewohner. Dann Lorbeeren für deinen Mitbewohner. Ja. Nein, auf jeden Fall. Du hast ja aus dem etwas gemacht und eben, du hast sogar eine Studie gemacht mit 43 Leuten. Ja, eine Umfrage. Also es Umfrage, ist nicht ja. wissenschaftlich. Klar, für eine Umfrage kann man sagen, ja, 43 Leute, aber nachher habe ich mir überlegt, du hast 43 Leute gefunden innerhalb von 1-2 Monaten oder nicht mal. 3 Wochen. Wo eben aus einer Freikirche oder aus einer Kirche sonst austreten sind. Freikirche.
ist definiert. Aber es hat auch reformierte Ja, aber das sind ganz wenig. An die hat sich eigentlich nicht gerichtet. Mitmachen. Ja, meistens wirklich. Alright. Ich habe einfach gemerkt, es spült mir die Leute das Leben. Mein ganzer Freundeskreis besteht aus Leuten, die mal in einer Freikirche waren. Und die einen sind noch irgendwie, glauben noch an Gott, leben noch eine gewisse Religion, sind vielleicht sogar zurück in eine Freikirche oder in eine Kirche, viel aber nicht. Und das sind so viele Leute, das sind so viele Geschichten. Ich meine, das sind 43 Leute, die die Umfrage ausgefüllt haben. Und sicher 20 von denen weiss ich, wer es ist, kennen sie persönlich. Also das ist nicht ein Randphänomen. Und da wollte ich ein bisschen wissen, was jetzt dort ausgelöst. Im ersten Moment könnte man eben denken, dass du so viele Leute gefunden hast in diesem Zeitrahmen, die zu diesem Segment gehören. Aber eben, es ist nicht so eine Seltenheit und es gibt viel mehr, als man sich vielleicht vorstellt im ersten Moment. Ja. Und darum finde ich halt interessant, was hat denn die Studie jetzt eben zum Beispiel gezeigt? Was sind so Hauptsachen, die daraus sind? Erkenntnisse, die daraus sind entstanden? Was mich mega überrascht hat, ist, dass 80% der Leute, die mitgemacht haben, immer noch Christen sind oder sich als Christen bezeichnen. Und das ist ja so ein bisschen die Angst auch von den Leuten, die die Kirchen leiten. Dann gehen die Leute weg und die sind nachher nicht mehr Christen. Aber es ist nicht so, die gehen weg, die glauben immer noch. Die suchen immer noch. Das war das eine, was mich überrascht hat. Dann sind mega viele Geschichten gekommen, die einem auch berühren. Irgendwie jemand, der gesagt hat, ich bin gesundheitlich nicht mehr in der Lage gewesen, zum Mitzuarbeiten. Ich bin finanziell nicht mehr in der Lage gewesen, zum Geld zu spenden. Und dann hat man mich fallen lassen. Ich meine, das ist schlimm. Und viele Geschichten, wo viele Leute, wo der Kontakt abgebrochen worden ist, nachdem sie gegangen sind. Man hat nicht nachgefragt, wo sie jetzt sind oder warum dass sie gegangen sind. Gell, das war etwa 50-50, oder? Ja, ich suche es jetzt gerade. Ja. Gab es Reaktionen? Es war etwa 50-50, genau. Und mehrere Leute haben geschrieben, es ist einfach der Kontakt abgebrochen worden. Und das ist man kennt ja das aus irgendwie Zeugen Jehovas, dort wird wirklich Kontakt abgebrochen. Vielleicht ist es auch einfach so, du bist halt nicht mehr präsent, du gehst nicht mehr in den Gottesdienst. Dann ist es wie wenn du nicht mehr aufhörst zu arbeiten oder eine Schule ist fertig, dann hast du mit diesen Leuten halt auch nicht mehr Kontakt. Das weiss ich nicht. Und dann hat mich auch Wunder genommen, wie glauben denn die Leute heute? Und was machen sie? Und das sind dann halt ganz viele, also man kann das auch nachlesen, ich habe das auch online. Leute, die sagen, ich höre mehr Podcasts oder ich bin unterdessen in einer Landeskirche. Es war eine Befreiung, ich gehe jetzt nicht mehr wegen der schönen Gefühle in die Kirche, sondern zum wirklich lernen. Andere Leute, die sagen, mir fehlt auch etwas, mir fehlt Lobpreis zum Beispiel oder das Abendmahl oder so. Es sind ganz viele Einzelgeschichten im Prinzip. Und was ich einfach auffällig finde, ist, dass es so viel, dass es überhaupt so viel gibt und dass ich dort mal gemeint habe, ich bin allein mit dem. Krass. Und du hast sogar die Emotionen, hast ja noch so ein bisschen, es hat nachher gefragt, wie viel sie verrückt, ja, genau. wie viel sie traurig, fühlen sich befreit oder sind traurig und so. Ja. Erstaunlich viel fühlen sich befreit, finde ich. Sehr viel fühlen sich befreit. Es sind irgendwie 30% fühlen sich befreit. Es gibt auch Leute, 20%, die sagen, sie sind wütig oder traurig. Andere sagen aber auch, ich bin dankbar für das, was ich dort mitbekommen habe. Sehnsüchtig, sagen die einen, weil man hat wie die Familie nicht mehr. Und jemand sagt, sie hat nie mehr so ein Umfeld gehabt. Also, man hat manchmal so das Gefühl, wenn man in dieser Bubble drin ist und Leute gehen, die machen sich jetzt einfach, die machen sich das Licht. Und das stimmt einfach nicht. Das ist für viele Leute, das kann man auch nicht verallgemeinern, aber für viele Leute ist das ein Bruch im Leben und eine Verletzung, und die sie jahrelang mittragen. Auch, man hat das Gefühl, man macht es sich einfach, wenn man nicht mehr den klaren Glauben hat. Zum Beispiel mache ich es mir jetzt einfach, weil ich befürworte, dass Schwule und Lesben eine gleichberechtigte Beziehung führen wie heterosexuelle Leute. Einfach weil das so die gesellschaftliche politische Korrektheit ist, mache ich es mir dann einfach. Nein, ich setze mich mit Fragen auseinander. Man macht es sich ja viel einfacher, wenn man Regeln annimmt und die einfach befolgen kann und so als Leitlinie hat. Und als Indie-Christ setzt du dich selber mit dem auseinander. Das ist viel schwieriger, nicht? Ja, und du musst ja auch deinen Glauben selber frisch behalten. Ja. Also, du hast nicht einfach
du weißt nicht einfach, ja, am Sonntag kann ich mich wieder berieseln lassen, sondern du musst, das merke ich bei mir selber auch, seit ich nicht mehr regelmäßig in einen Gottesdienst gegangen. Ja, merke ich merke dann selber auch manchmal so ein bisschen, wenn ich wieder merke, so, jetzt wäre es wieder mal ein bisschen dran, jetzt hätte ich eigentlich wieder mal Lust und Interesse, wieder mal an einem Gottesdienst teilzunehmen, mir dann das auch selber einzurichten. Und es ist lustig. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin dann da mal im Veloöli am Sonntagmorgen da in der reformierten Kirche in meinem Quartier. Und nach dem Gottesdienst bin ich heimgegangen und ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich bin nicht im Gottesdienst, weil ich jemanden gekannt habe. Ich bin nicht im Gottesdienst wegen Worship. Ich bin nicht im Gottesdienst wegen der Predigt. No social pressure, nothing. Einfach nur, weil ich irgendwie Gott suchen wollte. Und das ist für mich, ich bin dort gehockt und dachte, das ist speziell. Und hast du ihn gefunden? Bis jetzt war es immer eine Mischung aus das sind noch meine Kollegen, das ist mir noch etwas Vertrautes. Ich kann da vielleicht mich noch ein bisschen berieseln lassen. Und es war das erste Mal so, hey, kein Mensch weiss, dass ich da bin. Ich bin ganz allein, ich kenne auch niemanden, der da drin ist. Es sind auch alle viel älter als ich. Und ich habe auch mit niemandem geredet und ich bin nachher wieder allein heim. Aber gefunden, deine Frage, ob ich ihn gefunden habe. Ich glaube, der Gottesdienst, so wie ihn die Reformierten leben, ist für mich sehr neu und überraschend, weil ich das nicht so kenne. Ich kenne es jetzt mittlerweile ein bisschen besser, aber darum ist es für mich sehr schön, weil es etwas Neues ist. Das heisst, es ist sehr spannend für mich. Und ich mag mich erinnern, ich durfte sie haben immer ein Ritual in der Friedenskirche, dass wir Kerzen anzünden dürfen. Und die so in einen Sandtopf stecken mit einem Anliegen, das man hat. Damit man und ich habe einfach brüllen allein in dieser Kirche. Also es sind ja ganz viele andere Leute, aber ich bin früher brüllend, habe die Kerze rein und bin brüllend wieder an meinem Platz. Und das hat mich so bewegt, weil das ist so eine Phase in meinem Leben, wo ich traurig war. Und das hat mir so eine Sprache gegeben, obwohl eben, es hat nichts um mich herum gehabt, was mir vertraut war. Aber gleich hat mich das so berührt und das ist ein sehr schöner Gottesdienst. Mega schön. Wegen dem Gedanken, wegen dem Schwierigsein oder Leichtsein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so in der Freikirche so ein bisschen der Konsens ist, dass sie eben sagen, es ist schwierig, es geht gar nicht. Und eben das Schimpfwort Solo-Christ, oder? Ja. Und er kommt, und du unterscheidest das ja auch. Solo-Christ wäre jetzt jemand, der isoliert ist und ganz allein unterwegs. Aber auch die Indie- oder autonomen Christen, die connecten sich, die sind ja Verbindungen mit anderen, vielleicht mehr bilateral. Ja. Oder eben, du bist im Netz, du bist auf Twitter und tust dich mit den Leuten über die Themen unterhalten. Es gibt auch eine Twitter-Kille, oder? Haben wir etwas gelesen, dass Hashtag digitale Kille. Und es gibt jeden Abend um 9 Uhr gibt's, ein liturgisches Gebet auf Twitter. Das Zeit komplett. Da kann man dem Hashtag folgen und dann tut das jeden Tag jemand leiten und dann kann man dort, dann gibt's eine Textlesung, manchmal Lieder mit YouTube und so und da kann man Fürbitte posten mit dem Hashtag und so weiter. Das ist eine Variante. Ich finde jetzt übrigens Evelyn_Lin, gell? Genau, auf Twitter. Ja, auf Twitter. @Evelyn_Lin. Könnt ihr das doch mal auschecken? Finde ich so interessant, was sich da entwickelt. Aber ich wollte sagen, also mir ist ein Sender von der anderen Seite entgegengekommen, dass man denkt, es ist so schwierig, allein, in Anführungszeichen allein, man ist nicht wirklich allein, oder? Aber ohne die Institutionen unterwegs zu sein, wo man fix jeden Sonntag, jeden Dienstag, Mittwoch geht, es wird gesagt, nein, Solo-Christ, das geht nicht, oder? Aber mir wird, wenn man nachher immer noch besteht, wenn man eben zu diesen 80% gehört jetzt, dann finde ich, ist es halt nicht interessant. Also für mich ist es jetzt 4 Jahre circa, was es so ist. Und ich finde die Reise, ich habe mich viel aktiver auch jetzt darum bemüht, um eine Reise überhaupt. Oder persönlich vorwärts zu kommen. So auch mit unserem Podcast jetzt. Sonst hätte ich das ja nicht gemacht, zum Beispiel. Das finde ich eigentlich auch spannend. Ja, es ist hart, es ist schwierig. Man macht es sich nicht einfach, aber es gibt einem auch viel, wenn man es wirklich ernst nimmt. Oder? Was sagen die denn zu dem Vorwurf? Und den höre ich auch noch oft. Ja, du bist jetzt halt einfach einer von diesen Unverbindlichen. Wir können uns ja nicht mehr verbindlich machen. Wir Postmoderne. Du traust dich nicht mehr ins Commitment eingehen. Du setzt einfach deine Kirche so, wie sie passt zusammen und du haltest es nicht mehr aus, wenn mal etwas anders ist. Was sagen ihr denn zu dem? Also ich muss noch sagen, zu dem, was du sagst, Solo-Christ, Indie-Christ. Ich gehe während dem Semester, haben wir so einen Uni-Gottesdienst am Mittwochabend nach der Vorlesung und dort gehe ich eigentlich jede Woche während dem Semester. Weil ich habe schon gemerkt, dass wir so
so das Ritual eigentlich fehlt. Auch das Abendmahl hat mir gefehlt. Und dort haben wir jedes Mal ein Abendmahl. Aber es ist nicht eine fixe Gemeinde. Und ich habe einen Hauskreis, Weingruppe, wo wir uns alle... völlig eingebettet. Eigentlich bin ich gar kein Indie-Christ. Nein, aber ich finde, es ist eine Kleingruppe, aber mit Wein. Kleingruppe? Mit Wein? Okay. Weingruppe. Nein, sie heisst schon Weingruppe. Und das ist mega ein Mix aus Leuten. Wir haben dort 2, die noch in einer FWG sind. Eine, die reformiert ist, aber nicht... Sie singt im Kirchenchor. Ich bin unterdessen ja auch reformiert und jemand, der ex-katholisch ist. Gut, katholisch kann man glaube ich nie ex sein. Also es ist katholisch. Und wir diskutieren alle 3 Wochen zusammen, beten. Das ist mir mega wichtig und das würde ich einfach, also das finde ich eigentlich die Zukunft von so Leuten wie uns, dass man sich halt in kleinen Gruppen zusammentut und in kleinen Gruppen Abendmahl macht und zusammen betet. Darum eben Indie geht, du bist nie ganz independent. Das finde ich schon wichtig. Dann der Vorwurf, also ich studiere Theologie, ich werde jetzt Pfarrerin in der reformierten Kirche. Also man kann mir nicht vorwerfen, ich darf meinen Glauben nicht gegen aussen tragen. Das ist meine, also ja, da gehst du an ein Fest und die Leute fragen dich, was machst du? Studiere Theologie, also das mit den Steinen. Nein, nicht Geologie, Theologie. Also du bist Pfarrer. Ja, und dann bist du, also viel öffentlicher kannst du das eigentlich nicht machen. Ja. Aber unterdessen, und das ist der Unterschied, unterdessen weiss ich, was ich glaube und ich kann mich mit dem identifizieren und ich kann es kommunizieren. Und ich muss nicht etwas vertreten, was ich eigentlich nicht glaube. Ja, also wir können ja wie so sagen, spirituell, man sucht sich die individuelle, also die Gruppe, du hast jetzt deine Gruppen gefunden, wo du wie das Spirituelle lebst für dich und wo dir auch gewisse Rituale helfen. Und ich glaube, das ist einfach wirklich etwas Menschliches, was uns hilft, oder? Ich finde Ritual erdet einem mega als Mensch auch. Also, manchmal, ich habe das Gefühl, in unserer Zeit fliegst du oft so ein bisschen. Du fliegst so ein bisschen durch dein Leben durch. Und nachher bist du da, hörst dieser Orgel zu, also jetzt in meinem Fall, hörst dieser Orgel zu, schweigen, beten, ein Gebet mit, das Vaterunser. Oder ich finde irgendwie, das gibt mir als Mensch so eine andere Dimension. Es erdet mich irgendwie. Es tut mich auch ein bisschen von mir weg. Irgendwie, ich darf an etwas Größeres denken, wie mich selber. Und ich finde das unverzichtbar, aber ich muss mir viel mehr selber erkämpfen. Man muss wie seinen eigenen, vielleicht nicht nur den Glaubensinhalt finden, sondern auch, wie lebt man das. Und ich finde es eben auch interessant, da findet man seine Orte für das spirituelle Leben. Und wenn es nachher um die Institutionen geht, die wir heute kennen, wo eben irgendwelche mit Kinderprogrammen etwas machen, eine Gassenküche oder Deutschlehre im Quartier, was auch immer. Eben die Sachen, die man machen kann, wenn man eine grössere Organisation ist, die sich eben organisiert, oder? Und dort kommt dann von dort Kritik, ja, das könnt ihr eben nicht mehr machen. Und ihr könnt ja viel von dem Auftrag, den wir als Christen haben, in dem Sinn nicht mehr durchführen. Aber dann finde ich es auch interessant, können sich in die Richtung bewegen, dass wir unsere spirituellen Orte haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben die Sachen, die wir als christlich erachten, die diakonischen Sachen, dass das wie etwas Separates ist, das heute zusammengeschweißt ist. Heute ist es alles zusammen, oder? Das sind halt die Ämter, also das ist halt biblisch begründet auch, das sind die Ämter, die die Kirche hat, die Aufgaben, die die Kirche hat. Aber ich finde, gerade in dem Weltverbessern, also ich mache jetzt so Anführungszeichen in die Luft, Reich von Gott machen, helfen, auf die Welt bringen, hat so viele Anknüpfungspunkte zu anderen Leuten. Also ich mache jetzt gerade im Herbst ein Event, ein Barcamp, wo wir probieren, die Weltverbesserer zusammenzubringen, wo das aus irgendeinem Hintergrund heraus machen, Christen, Nicht-Christen, und probieren Synergien zu nutzen. Also warum musst du in einer Kirche Deutsch unterrichten, zwingend? So Angebote gibt es auch von Quartiervereinen zum Beispiel. Es gibt wie nicht mehr so eine Kirche- und Nicht-Kirche-Trennung, sondern du bist du und du bist als Christ du und triffst dich mit anderen Leuten und hast viel mehr Anknüpfungspunkte, dass auch andere Leute sehen, was du glaubst. Also das, wo man halt so, ja, in einer Kirche, dann macht man so eine Evangelisation und geht irgendwie am Samstag auf die Straße und verteilt irgendwie Kuchen und es ist so awkward. Hast du dann halt nicht, aber du tust dich mit deinen Freunden unterhalten, mit deinen Arbeitskollegen, einfach auf einer völlig normalen und zwischenmenschlichen Ebene.
etwas, was ich auch noch oft höre, jetzt neben dem verbindlich machen, ist so das Korrektiv. Weißt du, wer ist denn dein Korrektiv? Wer rettet denn dir ins Leben? Oder um es noch ein bisschen ketzerischer auszudrücken, wer züchtigt denn dich? Ja, aber ohne Scheiß. Ich habe Gemeindekreise. Also ich kenne Leute, die sagen, ja, wir müssen wieder über Züchtigung reden. Also Züchtigung, wir müssen wieder darüber reden, dass die Leute machen nicht mehr, was wir sagen, die machen, was sie wollen. Und wir müssen als Gemeinde wieder durchgreifen und unsere... Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber gleich, ja, das ist schon etwas, was ich mich auch frage. Weißt du, so, hey, von wo lasse ich mich auch challengen? Im Sinn von, nehme ich mir jetzt einfach das, was mir passt und das, was ich gerne höre. Und wo setze ich mir auch mal Sachen aus, die mich stören, die mich stressen, wo ich auch bei mir selber merke, das nervt mich jetzt auch noch ab mir und da will ich vielleicht auch etwas anpassen oder ändern. Und ich kann mich nicht einfach davon entziehen. Was würdest du da sagen, Evelyn? Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich würde jetzt mal hoffen, dass mir meine engen Freunde und Freundinnen sagen, wenn ich mich irgendwie völlig komisch entwickle und völlig falsch verhalte. Ich bin halt auch privilegiert mit dem Theologiestudium. Ich muss mich ständig hinterfragen als Christ und als Person, weil du kommst so viele theologische Positionen an dich hergetragen über und Lebensphilosophie. Ich muss meinen Glauben immer schleifen und die ganze Zeit und immer hinterfragen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wenn man älter wird, dass das nicht mehr so das Sonntagsschulding halt ist. Also was mir zum Beispiel auffällt, ist in der reformierten Kirche, bei den Predigten, was für mich total neu ist. Ich bin manchmal so aus diesen Predigten und denke, Scheiße, ich muss mega viel noch studieren, um das zu prozessieren, was der Pfarrer mir jetzt gerade gesagt hat. Und das war mir nicht so bekannt von Freikirche. Bei Freikirche hatte ich oft einen 3-Punkte-Plan. So, mach zuerst das, nachher kannst du das machen, nachher das. Aber das hat mir dann zumal, da hat mir dann ein Kollege gesagt, ja weißt, das ist, weil sie viel mehr an die Mündigkeit appellieren. Und das ist mir dann schon noch ein Gedanke gewesen, wo ich dachte, ja stimmt, du wirst auch älter und du fängst dich ja selber auch an, sag jetzt mal, selbstständiger zu hinterfragen und musst nicht nur jemanden haben von der Kanzler, der dir jetzt den 3-Punkte-Plan gibt, sondern wo dir vielleicht eine Inspiration auf den Weg mitgeben kann, wo du dann selber auch für dich willst verarbeiten, wenn du, sag jetzt mal, Lust dran hast. Und ich glaube auch, wenn man ehrlich ist mit sich selber, merkt man ja, wo die eigenen Baustellen sind. Und dann kann man heranschauen oder nicht. Oder eben Leute sagen es einem. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die im Moment gerade, vielleicht auch, wenn sie den Podcast hören, so an einer Stelle sind, wo sie nicht wissen, wo sie durch sollen oder was sie machen sollen. Und von dem her ist es interessant, von jemandem wie dir eben zu hören, zum Beispiel, der schon länger auf diesem Weg unterwegs ist. Und kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, wie ist das denn vom Durchleben her? Du hast das zwar schon ein bisschen angesprochen, aber da macht man ja sicher etwas so emotional durch. Was würdest du denen sagen, die jetzt gerade nicht wissen, soll ich mich da noch entziehen? Oder wie geht es überhaupt mit meinem Glaubensleben weiter? Was wäre dir wichtig, ihnen mitzugeben? Schöne Frage. Sind ehrlich mit Gott, mit euch selber und wenn es geht, auch mit den Leuten rundherum. Und sagt, was euch beschäftigt, was ihr für Fragen habt, was ihr für Kritik habt. Sucht euch 2, 3 Leute, die diese Fragen aushalten. Entweder sie sind auch auf dem Weg unterwegs und suchen, oder aber ihr könnt dort einfach ehrlich sein. Das ist mega wichtig, dass man nicht allein ist. Und vertrauen, dass Gott auch gross genug ist, dass Gott das aushält, die Fragen und die Kritik. Und dass Gott mit euch unterwegs ist und euch begleitet im ganzen Leben und euch nicht fallen und grösser ist als alles, dass sich Glauben verändern darf, ein Prozess ist. Das ist völlig normal. Ich finde es eher, ich kritisiere absolut, wenn Glauben einfach einmal fix ist und dann bleibt er so. Man muss sich doch immer, Glauben muss sich immer weiterentwickeln. Der Dave Jacki hat ja da, als er letzte Woche hatte, der hat die Glaubensmatrix, das Modell, wo er ein Video online hat. Finde ich mega wichtig. Ja, einfach vertrauen, dass es schon gut kommt. Es geht euch nicht fallen. Ja, schöne Ermutigung. Und ich glaube, es ist nämlich häufig auch recht Angst dabei, und einfach Unsicherheit, oder? In solchen Momenten, oder? Ja, und ich finde es auch noch wichtig, an diesem Punkt zu sagen, wir sind jetzt 3 Leute, die vielleicht einen ähnlichen Werdegang haben und auch ähnlich vielleicht in diesem Thema empfinden oder uns sehr viel Verständnis entgegenbringen können. Aber wenn du zuhörst und du merkst, das sind vielleicht Fragen, die dich nicht so stark beschäftigen, dann super. Vielleicht kannst du ein bisschen Verständnis entwickeln für das, was wir durchgemacht haben, aber
wir wollen niemanden irgendwie ermutigen, aus der Kirche auszutreten. Es gibt auch nicht entweder oder. Überhaupt nicht, sondern geh deinen Weg, der für dich passt und wo für dich stimmt. Und das, wenn wir wollen da überhaupt keinen Königsweg aufzeigen oder so, sondern mehr über Entwicklungen reden. Ja, also vielleicht noch als Beispiel meine Eltern sind noch ein interessantes Beispiel, finde ich. Und das kann ich auch sagen, weil das, was ich mache, ist öffentlich. Wir sind alle in die gleiche Gemeinde gegangen, wo ich noch eben, also auch in die Pfingstgemeinde Bern, wo ich bin aufgewachsen und meine Brüder sind aufgewachsen und später haben wir noch eine Familienband gehabt, wir haben zusammen Musik gemacht und so weiter. Das ist bis 2011 gegangen, dann sind meine Eltern nachher gegangen und sie haben sich auch nicht mehr halt so richtig mit diesen strukturellen Sachen können identifizieren und vielleicht also wirklich so ein bisschen sich von dem distanziert, von hierarchischen Strukturen und so weiter. Und sie haben jetzt, also sie sind nach wie vor sehr gläubig und haben so im Dörfli, das ist jetzt nicht mehr, jetzt Treiten, ein Dorf mit irgendwie 450 Einwohnern, mitten im Seeland, haben sie halt so wie eine Art Gemeinschaft aufgebaut, aber wo nicht so klassisch Gemeinde ist, das ist jetzt unser Pastor, das ist unser Leitender-Pastor, das ist, so läuft es bei uns und so. Sondern dann haben sie irgendwie alle 2 Wochen mal eine Hörbibel gehabt, wo sie einfach der Bibel zugelassen oder haben sie nachher alle 2 Wochen sich für ein Anbetungstreffen getroffen. Das heisst jetzt Schaftor, wo sie das gegründet haben. Und dann kommt vielleicht manchmal schon jemand und hat mal eine Predigt und dann kommt vielleicht mal noch jemand anderes. Oder manchmal tun sie einfach nur singen und es kommt einfach immer, wer kommt. Und sie haben auch nicht einfach ein Vakuum, sie waren nachher nicht in einem Vakuum gewesen, nachdem dass sie aus der Gemeinde austreten sind. Sondern sie haben für sich irgendetwas Spirituelles weiterleben. Und es ist schon etwas, ich finde eben interessant, was daraus auch so entstehen kann. Und es ist jetzt einfach noch ein Beispiel. Sie haben jetzt selber etwas in die Hand genommen und wie aufgebaut, wo viele Sachen nicht hat, wo eine Struktur hat, zum Beispiel Mitgliedschaften oder eben irgendwelche strengen Verbindlichkeiten. Und das kommen vielleicht 5 Leute, weißt. So, aber... Ja, weißt du, aber ich finde manchmal, also ich will das Vakuum gar nicht so schlecht machen. Ich finde manchmal tut das Vakuum noch gut, dass man ein bisschen merkt, was fehlt. Oder weißt du, ich vergleiche es manchmal mit Pubertät. Manchmal musst du dich halt aus dem Elternhaus ablösen, dass du wieder weißt, dass deine Eltern eigentlich recht gerne hast. Also weißt du, musst halt mal weg und hast jetzt nicht so regen Kontakt, bist wieder ein bisschen mehr Kontakt. Und ja, ich finde manchmal darf man sich auch mal zumuten, einfach mal nichts zu machen, um mal zu schauen, was dann kommt. Man muss aushalten, aber es ist schwieriger. Ja. Und gleich glaube ich, bietet die heutige Zeit, wie du sagst, Jan, mega viele Möglichkeiten, um sich zu versammeln, zum etwas ausprobieren oder zum etwas Neues mal zu erleben. Also ich glaube auch, wir haben tonnenweise Möglichkeiten. Das macht es ja fast noch so schwierig, dass man so viele Möglichkeiten... Also ich denke nicht, wenn du jetzt eine neue Gemeinde suchst, oder? Das geht aber bis zu dieser digitalen Kirche, gell? Ja, genau. Virtual Reality Church. Und kannst du noch Podcasts und so. Kannst du noch mal sagen, bei diesem Begriff, was da genau gemeint ist? Mit digitalen Kirche? Ja. Ja, da sind wir ein bisschen am Suchen. Das ist ein Hashtag. Also ich bewege mich vor allem auf Twitter. Ich nehme an, das passiert auch auf Facebook und auf YouTube. Es geht einerseits darum, wie digital soll die Kirche, also die traditionelle Kirche werden. Was sind die Chancen von der Digitalisierung? Jetzt hat heutzutage macht jede Kirche einen Podcast aus ihrer Predigt, oder? Das ist das eine. Aber was sind auch Chancen von Community online? Und auf der anderen Seite sind es Leute wie ich, die so... Ich habe ein mega Netzwerk auf Twitter und das sind Leute, die ich online kenne, aber auch offline kennenlernen teilweise. Und das ist auch so ein bisschen meine Kirche. Cool. Aber nicht nur. Ja. Also, es ersetzt es nicht. Ja. Aber ich kann dir jetzt noch nicht definiert sagen, was es ist. Ja. Ich fände es so, also vielleicht ist das eine dumme Idee, vielleicht schneiden wir das nachher raus. Das bin ich auch gespannt. Aber ich finde es noch geil, wenn wir, jetzt haben wir recht auch so ein bisschen davon geredet, wie wir uns aus der Institution Kirche entfernt haben, auch ein bisschen, oder einfach wie unsere Wege verlaufen sind. Vielleicht können wir gleich noch sagen, jeder ein Beispiel, was dann vielleicht ein positives Erlebnis, das er in einer Institution Kirche gemacht hat, vielleicht auch um da noch ein bisschen Balance reinzubringen oder so. Wenn das so schön abrunden kann. Vielleicht, ja. Das schaffen wir schon. Schöne Beispiele sind immer gut. Also eben, mir bedeutet der Uni-Gottesdienst sehr viel. Das ist sehr ein
immer die gleiche Liturgie, während dem Semester auch immer die gleichen 2 Lieder sicher fix dazu. Das gibt mir mega viel. Das erdet mich. Mir kommt als erstes in meiner Kindeszeit in der jüngsten Lager, die wir hatten, Sommerlager, Solas oder Herbstlager, Helas, so wie die alle geheißen haben. Helas. Abgesehen von der Gemeinschaft, einfach auch die Lobpreiszeiten dort. Irgendwie, dort habe ich auch meine emotionalsten Sachen erlebt im Glaubensleben. Und meine grösste Suche, und also, so als Kind war das intensiv gewesen. Und so ein gewisses Gefühl von, hier bin ich auf der Suche, oder bin ich daheim oder bin ich wie nahe am daheim. Das war schon sehr schön gewesen. Und ich habe dort die Gemeinschaft auch wunderbar erlebt. Das war so für mich ein Highlight gewesen. Für mich ist daheim sein immer noch eigentlich das höchste Gefühl. Das beinhaltet für mich auch die Liebe, ist wie dort auch drin verpackt. Aber das daheim sein, sich wirklich daheim fühlen, unter Menschen oder einfach ein Moment, wo alles stimmt, das ist für mich das höchste Gefühl, das ich jemals erlebt habe, und das nur ganz selten. Und das hat mir als Kind, schön. Dort bin ich wirklich näher an das hergekommen als Kind. Und im Moment bin ich dem nachjagen. Vielleicht ist es heute einfach schwieriger, weil man eben erwachsen ist und sich viel mehr Gedanken macht oder ich weiss doch nicht was. Aber ich glaube, dass es daheim irgendwo da draussen ist und ich probiere es möglichst wieder auch reinzuholen. Und vielleicht ist es nicht ein Ort, sondern sind es einfach Situationen, wo du daheim bist. Ja, auf jeden Fall, ja. Situationen und Menschen, ja. Und eben vielleicht auch Gott. Ja. Voll. Ja. Mega schön. Schön. Ja, was ich spannend finde, oder was ich mir jetzt in den Sinn kam, ist, dass ich meine Gaben mega lernen ausleben, auch in der Institution Chile. Und ich mag mich erinnern, ich habe irgendwie mit ganz jungem Alter angefangen Schlagzeug zu spielen in der Worship Band. Und das hat mir so viel gegeben. Ich habe das so leidenschaftlich gemacht. Ich habe so mich wertschätzt auch gefühlt, dass ich da einen Teil dazu beitragen konnte. Ich mag mich erinnern, dass ich sehr jung predigen konnte in Kirchen. Und ich finde das auch mega krass, dass man da auf der Bühne stehen und mal das, was man bis jetzt irgendwie kennt und verstanden hat, mal mitgeben und weitergeben. Und ich habe immer einen Platz gefunden, meine Gaben zu entwickeln und auszuleben in einer Kirche. Und das finde ich auch gerade für junge Leute mega wertvoll, dass sie ihren Selbstwert, ihr Selbstbewusstsein ausleben. Auch ein Gefühl von, ich darf Gott da etwas zurückgeben, kann ihm irgendwie da einen Dienst erweisen. Das habe ich immer sehr, sehr automatisch habe ich das gemacht, meine Gaben reingebracht. Und es ist ein schöner Ort, um das zu machen. Ich finde es sehr ein sinnvoller Ort, um das zu machen. Ja. Schön. Hey, wow! Sehr so richtig rührend. Spürst du mich? Sorry, ich bin Sozi, ich mache halt so Sachen. Ich habe das gelernt. Ja, Evelyn, hast du noch irgendetwas zu sagen, wo wir gar nicht angesprochen haben, aber eigentlich hättest du etwas loswerden, aber wir sind nicht darauf eingegangen. Mir ist einfach die letzten Wochen ab und zu ein Gedanke durch den Kopf, wenn ich mich frage, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg so? Schiesse ich nicht völlig am Ziel vorbei? Und dann ist mir der Bibelvers in den Sinn gekommen. Ich schliesse jetzt mit einem Bibelvers. Und zwar, ja, jetzt genau. Sozi-Fahrerin. Genau. Und zwar ist mir der Bibelvers in den Kopf gekommen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich fühle mich so viel freier als früher. Und das ist für mich Bestätigung, dass ich so gut unterwegs bin. Wow, schön. Ihr habt es gehört. Habt Mut. Tut uns doch euer Erlebnis oder eure Kommentare schreiben. Schaut doch bei Evelyn auch vorbei auf Twitter und auf ihrem Blog evelynbaumberger.ch. Evelyn mit Y geschrieben, Eveline. Genau, das ist noch wichtig. Aber wir finden die sowieso. Du bist ja dort schon recht bekannt. Falls es jemand von euch
uns einen Batzen hat gegeben oder 2 da, über unsere Kollekte, die wir unten haben, angehängt. Wir haben ein digitales Kollektor gehört. Genau. Wir sind voll stolz auf dich eigentlich. Hashtag digitale Kille. Ja. Genau. Aber wir sehen das eben erst Ende Monat, ob da etwas ist reingekommen oder nicht. Aber danke schon mal vielmals. Und ihr, die bis jetzt durchgehalten habt, ihr seid krass und dürft da so gerne auch noch etwas liegen lassen für unsere Bemühungen. Wir sind mega dankbar, wir freuen uns mega an all eure Feedbacks. Das haben wir motiviert. Können wir auch ein Teil von der digitalen Kirche sein, hoffentlich auch mit dem Podcast und mit all dem Netz, das sich da draußen entsteht. Danke für die Einladung. Oh ja, voll! Das tut mir wirklich leid. Nein, ist doch gut. Merci, Evelyn, für Hey, nichts danke. Grosse Ehre. Cool. Gleichfalls. Dass wir auch mal eine Hörerin eigentlich dabei haben. Das ist cool. Und ein Austausch, ich finde, es hat einen geilen Schön Austausch. Ja. So ein bisschen Erfahrungserlebnisaustausch, das ist noch schön. Genau. Und dir natürlich weiterhin viel Erfolg Ja. Danke gleichfalls Gut euch auch. studieren. bei der Suche und beim Aufbauen von deinem Netzwerk. Danke. Tschüss zusammen! Ciao. Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten.